Ekran! Ekranen jävlig op, hos warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag waar erbij bent, in radio eingeschaltet oder op YouTube. Zie je zijn hier en welkom ook Heidi. Dankzij dat u een langere tijd mal waar hier im programma erbij was. En mijn naam is Eduard Gisbrecht en dat is mijn vrouw Heidi, wat ik hier vandaag heb. Vandaag past het zeer goed dat ik mijn vrouw hier heb, want vandaag wil we reden van de live als in de loft. Zoveel mal dan denken we over de live en dat God het vangt aan te slonen en te putteren en we freien ans eine an den anderen. So dat wir uns bei uns noch haben, nicht so, Heidi? Dat von der schon da ist, dann haben wir so viel live zwischen uns. Was hast du zu dem Thema zu sagen? Nou, dat is een ganz aktuelle thema. Dat we al in de Bibel, ganz aktuell. Dat is immer, de life is immer door geweest als God Adam en Eva gemaakt heeft. Dan wie Adam eerst alleen en dan werden zoveel Tiere. En da war auch so viel Grein, so viel Bäume und alles. Aber er fühlt sich so einsam. Irgendwas fehlt ihm noch. Und dann schafft Gott für eine Früh. Und das war perfekt. Das war eine wirkliche Life zwischen Adam und Eva. Und dort, der Life kommt einfach von Gott. Das ist, Gott selbst sagt in der Bibel, er ist der Life. Und das ist auch alles nicht schlimm, wenn wir uns mal verleiben. En wanneer dat op eenmaal een ons bijna aanvangt te schwijten en wie gleiche eine Person. Ja, vielmal sei die zu die Jugend, no, man soll sich nicht verleiben, aber das ist da bijna wie. Das ist gerade uns einfach gemerkt hat. Ja, das ist auch sehr schön. Wenn wir die rechte Person finden, dann ist das perfekt. So, das ist das, was Gott wirklich für uns will. Und das habe ich von der schon auch gesagt, sein, ob bei uns Jugendlichen Mess, oder wie groß haben auch alle WhatsApp und wir haben durch so einen Status, oder so im WhatsApp kann ich ein Bildchen ändern, was für 24 Stunden bleibt, oder auch in andere Sachen, Facebook oder so. Und dann sagen wir manchmal, wo Jugendliche, wo sie junge Menschen anschreiben, wo verleibt sie sind und wo sie also ihren Partner gleichen und was sie an Sonntag mit den Typen getan haben und haben vielleicht 100 Bilder mit den Typen Sonntag genommen. So gut sind sie sich. Jeder Mensch noch live schrift. Man sieht, dass jeder Mensch braucht Freund, und braucht Eltern, und braucht Wirt, und das Tüß. Oder auch mit den Tieren. Ein kleiner Hund, der freut sich immer, wenn man in ein Haus kommt. Da ist einfach live, da fällt man Wort. Und die andere Sache ist, wenn einer eine Chance geht, was ist das dann? Na, dann sagt man, wenn man nicht befreit ist, dann sagt man, wenn jeder denkt, mit wem wollte ich mich noch mal einen Tag befreien. Aber man freut sich auch für die, was sich gerade dann kann befreien. Aber jeder von uns, jeder Mensch, der sieht live. Wie sehen, dass jemand uns läuft und dass wie eine Person live kennen. Und wunderbar, was sagt die Bibel über live? Vertel du uns mal, was ist live in der Bibel? So, wir haben uns einen Bibelvers ausgesagt, das sind sehr viel von denen, aber wir haben uns von der einen ausgesagt, das ist in Epheser 5, Vers 28 und 29, nur sagt das so. Sie sollen auch den Mann ihre frühes große Geld sein, aus ihren einen Körper. Wer seine früh Geld ist sich selbst Geld. Noch hat keiner sein eigenes Fleisch verschmähten. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper, so als Christus dort für seine Gemeinde tät. So, wenn die Männer ihre frühes Geld sind, dann posten sie uns ab ihr ab. Aber der früh den Mann Geld ist, dann posten für ihn ab. Dann will der das Beste eten machen. Dann will der all das Beste für ihn tun. Und dort ist es, dass Jesus da uns sagt, er postet nur uns ab. Er postet so sehr nur uns ab. Er wisst, dass wir tot von werden werden, dass wir nicht leben haben, dass er sein Leben für uns gibt. Und ich glaube, das ist von der ersten Tag so. Wenn ein Mann seine Früh wirklich gut ist, dann ist er bereit, sein ganzes Leben für die Früh zu geben. So, ich glaube, dort ist, was wirklich Leben ist. Wenn wir uns hingeben, wenn wir ganz uns
anzetten dat den anderen dat schijnen kon geven. Aber wann je wir uns haben? Haben wir dort all kurz, wenn wir einmal verliebt sind? Oder wann ist der Schritt, wo wir uns ganz hingeben? Ganz hingeben, was meinen wir dann damit? Ist dort vielleicht Sex? Meinen wir dann vielleicht dort mit dort? Ich meine dann Sex. Okay, das ist eine Sache vielleicht vielmal gleich wie wenn wir, oh, ich glaube den anderen so sehr. Aber einmal ja für den Jungs zu sagen, oh, wenn du mir gut besser als der mehr, dann mag wir wieder gehen. Dann machst du mir alles Leute tun, was ich tun will. Dann mag wir Sex haben. Oder vielleicht hättet ihr nicht so weit. Vielleicht hättet ihr Bett befuttern. Oder dort, die will immer mehr anschieren. Oder die will immer dichter nur die Mail kommen. Und wenn du mir gut bist, dann machst du die ganz hingeben. Und dann, wo wir sogar in der Bibel steht, brauchen wir das ganz hingeben, alles geben. Aber wenn sind wir bereit, uns ganz hingeben? Wenn sind wir bereit, Sex haben? Was denkst du darüber? Na, ich denke, wenn wir einen Bund haben. Wo, Wenn wir Töpfgeschlossen sind. wo ist das, wenn irgendwer nicht einen Bund hat, in der all sich handelt mit einem? Die Bibel sagt dort Hurari. Weil muss sein, was die Bibel sagt, in 1. Korinther 6, Vers 16. Oder weiß ihr nicht, dass wer sich mit einer Höhe aufjäft, ein Körper mit RS, der Schrift sagt, die zwei waren ein Fleisch. So, wenn wir uns mit einer Person aufgeben, oder wenn wir in Baden gehen, oder Sex mit der Hand, und das nicht unsere Früh ist, dann ist das Hurerei. Mit dem wird wir nicht einen Bund haben, mit dem Ja. wird wir nicht befreit sein. Bloß irgendeine. Und Oder auch sogar unsere Novia oder unsere Mejal oder. ja. Jetzt mit dem haben wir nicht einen Bund. So, ich sehe, wie dann reit, wenn wir wirklich einen Bund haben, wenn wir uns vereinigt haben für die Menschen, dass wir ein Paar sind, dann sind wir reit. So, ein anderer wird, wenn wir uns befreien. Wenn wir Chast haben, wenn wir feiern und wenn wir uns taub schreiben lassen. Für das Gesetz in allen Ländern ist es so. Und für Gott und für unsere Freundschaft oder unsere Freunde. So, wenn wir erst befreit sind, dann können wir uns ganz hingeben. Was sagt die Bibel von der Hurerei? Dort du fuhrst wieder in 1. Korinther 6, Vers 18, sagt dort, Rand war ich von aller Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tät, sind Büter seinen Körper. Wer aber Hurerei trifft, sündigt an seinen eigenen Körper. Oder weißt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Jesus ist, der in jün wohnt, in den die von Gott haben. Je einen jün nicht selbst, je sind für einen dieren Preis gekauft. Da wäre verherrlicht Gott mit jenem Körper. So, ich glaube, das ist eine wichtige Bibel steht, dass wir Gott ganz verherrlichen mit uns Körper, dass wir uns nicht aufgeben, wie Tit haben. Und Ja. viele Jugendliche verstehen so dann, dass Sex, das ist was Schlechtes. Nee, das ist was Wunderbares. Ja. Aber das hat bloß seine Zeit. Ja. Oder seine Städte, wo das wunderbar ist. Und was nu vandaag ook Mode ist, dat is een zeer truige Mode oder was sehr schlecht ist. Als die Jugend denkt, wir wollen nicht Sex haben, aber wir wollen uns mal ein bisschen noch die Bilder checken. So, was sagt die Bibel davon? Oder wo wie weit dat Gott auch nicht gefällt? Ich glaube, dass es uns auch aufgeben, uns Körper aufgeben, in der Hurerei nennen. Wenn wir irgendwas tun, wenn wir unseren Körper sexuell wiesen für den anderen, was nicht sicher hier ist. Ook wanneer dat virtual is, joh. Auch wenn das über WhatsApp geschickt wird oder Ja. Facebook. Ja, Ja. das halte ich ganz klick. Auch kann ich Jugendliche, was von dir sagen, dass sie, nee, wir haben nicht Sex, aber sie befunden sich, sie haben alles getan, bitte Sex, sagen sie. Und aus wann das dann nicht so schlimm ist, glaube ich. Alles, was du handelt, nur Sex, dort sind Ökelsünde. Wenn es dort ist, Ökel sich aufgeben mit der Person, dort ist Ökel wiedergehen. So, vielmal fragen wir uns dann, oh, wo weit kann ich dann gehen? Wo kann ich antworten? Wo weit kann ich gehen? Oder so. Und ich glaube nicht, dass das die rechte Frau ist. Ich glaube, das kriegt die rechte Frau. Ich glaube, wir als Jugend oder als junge Menschen sollen immer fragen, wenn wir nicht befreit sind, wo weit will ich mich nur abpassen? Oder meine Mejal oder mein Jung. Ja. Wo weit kann ich nur den anpassen? Wo weit mag ich nur meinen Partner abpassen? Wo weit will ich ihn beschützen, dass er nicht auf einmal durch einen Anfall, wenn es wie in der Stadt dort wie können sein, wo weit kann ich gehen, dann habe ich vielleicht sein, wo weit kann ich zurückbleiben. Wenn so viel weniger wie uns von der anschieren, so viel besser wird das nachher in der Ehe.
Viele Menschen glauben, so viel Wiedersehen, nu kennen sie dich bei, wenn Sex kommen aus mir, ich bloß nicht ganz so weit, dann wird es nachher noch so viel schöner sein. Nee, das kriegt umgedreht. So viel wieder wie zurückbleiben können und so viel wieder wie uns abholen können. So viel schöner als das Leben nur her. Ja. Ich glaube, jeder Mensch ist aus einer Apfelsine. So, wo kann ich das erklären, wenn wir glauben, wir sind alle Apfelsine? Eine Orange oder eine Apfelsine, was wir zum Eten haben, Eier wieder eten, Schal wieder auf. Und dann fangen wir an zu eten. So, wo ist das nu, wenn ein Jung, wenn wir mal sagen, mehr als eine Apfelsine, oder der Junge ist einer, wenn ein Jung und du eine Mehl isst und dort der Apfelsine isst, die schalt ein bisschen Schal auf, und der nächste ein bisschen mehr, und der eine fängt ein bisschen an von dir zu eten, und der andere ein bisschen mehr. Wo ist das so? Wer will so eine Apfelsine eten, wenn der andere al von der eten hat? Wie will eine ganze Apfelsine von uns selbst sein? Ook met dat Seite, wat dabei ist, met den Saft, met den Juices, dat Scheine, wat Gott dann eingedoen hat. So sind wir als Person. Was, wenn alle Menschen die wollen von dort eten? Das schafft nicht. Dann sagen wir bald, no, das ekelt mich, wenn es der andere hat, der hat von dir eten. Ich würde auch niemals eine angebetene Apfelsine auf dem Markt kaufen oder eine, die halb angelutscht ist. Oder Ja, will wir nicht, wir wollen immer eine ganze. Und so ist es auch. Vielmal sei, besonders Junge sei dann einmal, ja, ich will so eine Mehl, was noch niemals gebraucht ist. Ich will so eine Mehl, was noch ganz ist. Ja, dat wünsche ich dir auch so eine Mehl. Bloß was ist, wenn wir als Jungs die Mehl fertig an die Brücke wollen? Und dann vielleicht auf einmal Tag lassen. Dann habe ich kein Recht zu sagen, dass wir eine ganze Weile haben, wenn wir uns nicht ganz halten. Ja. Und wo können wir das wahre gut machen, wenn all das passiert ist? Wenn wir so eine Apfelsine sind, wie viele uns, die haben uns gepult in Jana, und wir haben eigentlich... Wir sind eigentlich ganz ohne mit uns Leben. Was kann Gott für uns tun oder was können wir selbst für uns tun, dass wir wahre abgebaut sind? Ich glaube, das Erste, was wir noch checken müssen, ist, was die Bibel zu uns sagt. Und dass wir nur Jesus kommen. Wenn es sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, so steht, da wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, was er vorher war, ist nicht mehr. Er ist nu wat nie geworden. So, wenn du irgendeine Mehl bist und jemand die gebraucht hat, auch wenn du das nicht gewollt hast, vielleicht bist du vergewaltigt worden und du wirst das nicht sexuell mit diesem Menschen taub sein. Oder du hast das gewollt, aber die das nicht leid und du bist mit Jesus taub. Dann bist du nu ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei und du bist nu ein neuer Mensch. Auch für die Jungs, wenn du ein wildes Leben geführt hast, was die nu von dir leid ist, dann kannst du nu Jesus kommen. Und du bist ein neuer Mensch. Du hast noch ein Bibelvers. Ja, ich glaube, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt auch, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So, wie müssen auch uns porten? Wie müssen bekennen? Wie müssen an Gott dort bekennen, auch an Menschen? Wenn wir frei wollen von all diesen beiden vielleicht Fotos oder von der Zeit, wo wir eine Jahr oder ein Junge gehabt haben, wir haben so viel angesündet getan und so viel Sünde getan. Wenn wir von dort frei waren, dann müssen wir das bekennen. Wenn wir das bekennen für Gott und für Menschen, dann waren wir frei. Dann hat dort keine Macht mehr. Dann können wir frisch abstehen. Und dann kann Gott uns von seinem Leib fällen. Dann sind wir eine ganze Apfelsine. Eine andere Sache, was ich noch sagen Leib ist, was scheint. Und dass du diesen Janke hast, die ganz oft geben, nur den Jungen, nur die Mehl, ist auch was scheint. Und das ist auch was von Gott kommt. Das ist nicht was Schlechtes. Bloß, das ich will sehen, dass er auf seine steht. Und das ist das befriedete Leben. So das, was ich noch mal merken. Wach wird ihn befreien und dann unite das wunderbare Leben, das sexuelle Leben, ein Mann mit einer Frau. Das ist was Wunderbares. Das ist ein sehr schönes Thema für uns gewesen, ein bisschen schwer über zu reden. Aber ich hoffe, die hat das geholfen. Wir möchten die Gottes Segen wünschen und bis das nächste Mal. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran
@gmail.com.